Ja, Johanna! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es wieder gut. Nach dem letzten Angelausflug habe ich mich leider ein bisschen erkältet. Und ich habe jetzt immer noch ein bisschen Husten. Also falls ich heute ein bisschen, keine Ahnung, noch ein bisschen kränklich töne. Entschuldigung. Aber ja, das hält mich nicht davon ab, wieder draussen in der Natur zu sein. Ich muss heute ein bisschen aufpassen mit so Locations und so zeigen. Weil das ist wirklich ein Juwel hier bei uns. Ich werde auch schauen, um keine Brücke und so zeigen. Also nicht, dass ich nicht gönne, aber ich hoffe, ihr versteht. Ja, also das Ziel des heutigen Tages ist Catch and Cook. Mal schauen, ob wir es herkriegen. Ich habe alles dabei zum Kochen. Ich habe auch alles dabei, falls ich nichts fange. Hoffe jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich habe eine neue Kamera. Und zwar diese. Ja, weil auf Tour halt so mit dem Handy immer alles filmen ist schon nicht schlecht, aber nachher habe ich halt 80 GB oder so Filmmaterial und ja, dann ist halt das Handy voll, das ist auch blöd. Ich habe einfach noch kein externes Mikrofon, sondern nur so Windbüschel, wie ihr auf dem Foto gesehen habt. Deswegen ja, muss ich jetzt schauen, wie ich es mache mit dem Ton. Vor allem Bach ist eher ein bisschen lauter. Ja, nun, mal gucken. Und ich habe dann hier so ein ausklappbares Display, wie ihr gesehen habt. Also falls ich bei dir hier rüber schaue, ist einfach, weil ich es mir noch nicht gewöhnt bin. Damn! Das ist schon heftig. Wow. Auf jeden Fall hier seht ihr den Bach. Ich werde jetzt nicht genau an diesem Spot fischen, sondern einen anderen und dann auch die Kamera positionieren. Und werde wahrscheinlich heute ein bisschen mehr mit GoPro auch filmen, weil eben am Bach da laufst halt viel und ja, ist halt besser, wenn ich das Mikrofon auch gerade so da habe. Aber ja, dann würde ich jetzt nicht mehr lange weiter schnorren und euch einfach einmal zeigen, wie schön das da ist. Wow! Oh, eine coole Kamera. Ich weiß nicht, wie gut man mich da soundmäßig hört, aber da ist es schon ein Fenster für Forellen ab 34 cm. Das heisst, zwischen 26 und 34 dürfen wir sie mitnehmen. Und das Geile an diesem Spot hier ist, ich bin halt wie so versteckt, also ich sehe nicht um den Stein herum. Das heisst, gerade Fisch sehen mich nicht um den Stein herum. Wir haben wieder meine kleine Teleskoproute und der 70er Duo Yuki. Falls euch interessiert, was ich alles für Equipment habe, im letzten Video habe ich es in der Beschreibung an. Oh ja. Ich sage, das wird scheppern hier. Okay, da nichts, nicht schlimm. Also da war leider nichts, aber es gibt noch viele gute Spots. Aber schaut euch mal an, wie schön das da aussieht. Wow, wow, wow. Ja, no, dann gehen wir zum nächsten Spot. Tschu. Da wo ich jetzt bin, ist natürlich auch wieder Zeckenparadies. Aber ich habe mich eingesprayt heute, also es wird eigentlich nichts passieren. Ui, Brennnessel. Gar kein Bock. Haha. Jetzt müssen wir das mal gehen. Ich probiere nicht zu viel von der Umgebung zu zeigen. Aber ich glaube, hier unten hat es grosse Fische. Ja, ich glaube, die haben den Rochen gebraten. Ist aber nicht schlimm. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter flussaufwärts. Beim letzten Mal, wo ich am Fischen war, habe ich den... Oh mein Gott! Nein! Wie man vielleicht erkennen kann... Nein, es hat Augentracking, Mann. Wie man vielleicht erkennen kann, ist einfach das Schäufeli abgebrochen. Mann, ja, und hinten der Haken.
Ich muss meine Augen verdecken, sonst fokussiert es meine Augen. Und der Haken hinten ist auch abgebrochen. Auch verbogen. Ja. Es ist halt echt so eine schöne Gegend hier. Und ich bin noch nie da gewesen. Zumindest mal nicht so weit hinten gelaufen. Ich meine, schauen wir uns das mal an. So mit Bächli, die immer mal wieder reinkommen. Ich frage mich, ob in so kleinen Kumpen dort auch Fische sind. Also mal sicher nicht auf natürliche Weise, ist klar. Aber ich weiß nicht genau, wie sie aussetzen dort Fisch. Ha. Schauen wir mal, wie schön hier. Wasserfall, Bächli. Ja, also man muss schon sagen, so, wir hier in Graubünden haben schon das grosse Los gezogen, was die Natur anbelangt. Das ist halt schon traumhaft. Ich muss aufhören, die ganze Zeit in den Bildschirm zu schauen. Ich schaue die ganze Zeit mich selber an. Also ich werde jetzt hier unten. Wow, schauen wie schön der Fokus. Ich werde jetzt dort unten anfangen. So in diesen kleinen, dort hinten ist auch so kleine Gumpen. Ich werde dann hier alles auflaufen. Ja, und nachher dann kommen wir an den traumhaftesten Ort, wo ich bis jetzt je war. Aber sind gespannt. Aber bevor ich es vergesse, muss ich ja noch den Köder wechseln. Weil die Schaufel ja bei dem abgebrochen ist. Das Problem, wenn die Schaufel abbricht, ist, dass er noch im Wasser sich nicht mehr so durchschaufeln kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und eben, der funktioniert ja so, dass er eben Wasser verdrängt, wenn er durch das Wasser wobbelt. Und eben, das können die Fische mit dem Seitenlinienorgan spüren. Und eben dann denken sie, oh, Fischi, und gehen dann halt auf den. Und wenn halt die Schaufel fehlt, dann macht er halt das wie so im Wasser. Und es simuliert dann halt keinen Fisch. Ja. Und eben hier hinten dran, der Haken, der ist auch hier unten. Der müsste eigentlich hier hinten sein. Dann haben wir einen neuen dran. Und ich finde, das ist gerade ein guter Moment, um meinem anonymen Spender zu danken. Ich habe nämlich 200 Franken Gutschein gekriegt für den Fischerladen in Chur. Aus dem Nichts. Also ich war komplett geflasht, als der Iliam angerufen hat. Und ich würde mich auch gerne persönlich bei dir bedanken. Also wenn du die bekennen willst, sagt man das so? Wenn du die zu bekennen geben willst, ach keine Ahnung, auf jeden Fall, dann kannst du mir auf Instagram schreiben mit der Nachricht, die du zum Gutschein halt hinzugefügt hast. Falls aber anonym bleiben willst, auch kein Problem. Ich möchte dir einfach geschwind zeigen, was ich mit dem Geld bis jetzt gekauft habe, damit du auch siehst, wo das Ganze hinfließt. Und zwar habe ich mir Duo-Yukis gegönnt, aber halt neue Varianten. Ich hoffe, das fokussiert auch richtig. Aber zum einen der hier. Nein, wissen wir was, ich mache es anders. Zum einen wäre das der hier. Keine Ahnung, wie die Farbe heisst. Dann der hier. Der simuliert, glaube ich, ein Saibling. Dann der hier. Der simuliert, glaube ich, auch ein Saibling. Und dann noch der sogenannte Query. Das ist eine neue Query. Auch in so Saibling-Dekor. Ich habe eben Lust, auf Saibling zu gehen. Mal. Und dann noch der letzte. Ups. Finde ich fast der schönste, den ich bis jetzt habe. Auch wenn der Yamame Red, also Fancy Regenbogen, auch schön ist. Der hier. Ich glaube, das ist eine Regenbogenforelle-Imitation und der werde ich jetzt auch dran tun, weil der ist nämlich noch ganz. Ja, auf jeden Fall wirklich vielen herzlichen Dank für die Spende. Ich habe mich echt mega gefreut. Also danke vielmals. Und natürlich möchte ich auch allen
1030 Abonnenten danken, Stand jetzt. Ja, ich habe es verpasst, um eine Insta-Story oder irgendetwas zu machen. Deswegen sage ich danke jetzt in diesem Video. Es ist echt crazy, wie schnell das gegangen ist. Vor genau 2 Monaten, fast, am 27.03. habe ich mein erstes Video von diesem Jahr aufgeladen. Ja, und seitdem ist es bergauf gegangen. So, aber jetzt habe ich ein bisschen viel geredet. Jetzt werde ich die GoPro montieren und ja, ein bisschen POV-Fischen machen. Also, tschüss. Ich glaube, so sollte passen. Aha. Heute habe ich auch mal wieder eine Glanzleistung angelegt. Und zwar habe ich das Messdings vergessen. Deswegen habe ich jetzt hier reingeritzt. Hier hebe ich den Fisch an. Hier haben wir 24 cm und hier haben wir 26 cm. Ja. Man muss einfach kreativ werden, wenn man so ein Dulli ist wie ich. Ah, das ist gerade nicht verschwunden da unten. Ups. Ich glaube, jetzt gleich. Ich glaube, die Farbe stimmt einfach nicht. Da ist jetzt halt ein bisschen lauter, weil dort hinten ein Wasserfall ist und hier unten auch. Aber wir sehen gleich, falls ich einen fange. GoPro tun jetzt nicht montieren, weil die ist auf Tour recht lästig. Ja, falls ich einen fange, dann kann ich ihn schön präsentieren. Und eben, ich habe jetzt den 60er Tour Yuki Drahttour. Also 60er Fancy Regenbogendekor. Bis auf einen kleinen Nachläufer habe ich da jetzt leider nichts gehabt. Ich weiss, dass da ein bisschen grössere auch noch drin ist. Die wollte ich jetzt eigentlich fangen, aber ich hatte keine Lust gehabt. Deswegen gehen wir jetzt noch ein Stückchen weiter rauf. Und dann muss ich wahrscheinlich einmal die Kamera laden, weil die hat auch nur noch 2 Striche. So, ich werde jetzt einmal gemütlich zu mörgeln zuerst, bevor ich weiter fische. Ich muss auch die Kamera zuerst noch laden. Und für den Mittag, falls ich nichts fange, habe ich auch gesorgt. Ist ja nicht so unrealistisch, lieber auf Nummer sicher gehen. Schauen euch mal das riesige Viech hier an. Ui, was ist das für ein Teil? Das ist riesig. So neben meiner Hand. Seht ihr das? Also neuer Spot, neues Glück. Also gut. Wie man vielleicht gesehen hat, habe ich ihn dort hinten geschmissen. Dann ich ihn nicht mehr raus. Jetzt probiere ich hier so über die Felsen es wie auf die andere Seite zu kommen. 20 Stutz gebe ich nicht so einfach auf.
So ein Gunstück. Hat funktioniert. Sehr gut. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt jegliche Chance verbaut, um hier noch etwas zu fangen. Ja, dann laufe ich halt noch ein Stückchen weiter rauf. Jetzt muss ich wieder ein bisschen klettern hier. Aber noch nicht allzu tragisch. Es gibt noch viel schlimmere Orte hier. Ups. Denken immer dran, Sicherheit geht vor. Wenn es euch zu sketchy ist, dann machen es nicht. Die Steine hier sind jetzt zum Glück trocken. Aber hätte es jetzt gestern geregnet, würde die Sache schon ganz anders aussehen. Ich habe jetzt die Kumpe dort befischt. Kurzzeitgedächtnis. Wie ein Goldfisch. Nein, die habe ich nicht befischt, genau. Oder? Hä? Oh nein. Oi, oi. Also ich fange jetzt hier an. Und das ist halt auch so cool. Dort, wo der Schaum ist, wird auch die Nahrung hergespült in der Regel. Das heisst, die Fische halten sich eben gerne dort auf. Ich glaube, fast da ist ein schnelles Einholen am gescheitsten. Also ich werde jetzt den Platz gänzlich wechseln, weil ja, jetzt habe ich hier nichts gefangen. Die Kamera ist auch die ganze Zeit am Blinken wegen der Batterie. Dann kann ich die auch noch ein bisschen aufladen jetzt. Und ja, schauen, wo ich eben sonst noch hergehe. Ist eigentlich sehr schön hier, aber ich komme leider nicht weiter. Aber es wäre sehr schön dort oben. Vielleicht gibt es einen Weg hier so oben rum, aber das muss ich schauen. Es ist wie es ist. Ich nehme jetzt hier nur die GoPro mit runter, hier noch den Rucksack hier. Das ist eine schnelle Sache, glaube ich. 2, 3 Gumpen. Und währenddessen laden ich meine Kamera hier drin. Und ja, mal schauen, ob wir einen an den Haken kriegen. Zuerst möchte ich es eben hier probieren. Weil da unten habe ich vor 2 Forellen sich jagen gesehen. Vielleicht sind sie auch bereit zum Beißen. Und sonst halt hier die Gumpen, die Gumpen. Ja. Also, jetzt muss ich mich einfach anschleichen, dass die mich nicht sehen und mich nicht hören. Besser gesagt fühlen. Ja. Ja, da ist ein Fisch gefangen da drinnen. Oh ja, der beißt vielleicht noch mal. Nein. Haha. Er hat tatsächlich gebissen. Jetzt ist er etwa dort übrig. Und er hat scheinbar keine Lust mehr. Aber es war ja noch eine zweite da drin. Und vielleicht hat die noch Lust zum Beißen. Oh ja, dort ist sie. Oh ja, ja, komm. Sie ist dort. Seht ihr sie dort? Schöner Fisch.
Aber was ich probieren könnte, ich habe zwar die Flügerroute nicht dabei, aber meine Flüge habe ich ja da. Wenn es nichts nützt, schadet es auch nicht. Ja. Es ist halt schon sehr experimentell, was ich da mache. Ja, ich habe ihn. Oh nein, das Netz nicht parat. Oh. So ein Tschutsch. Krass. Also, Maß ist 26, das er haben muss. Der sieht doch eher klein aus. Schnell den Haken lösen. Und ja, der hat etwa 23. Nie im Leben genug groß. Jetzt hätte ich ihn eigentlich auch zurück in die Schutz. Ja, ich bin zu nervös gerade. Wow. Die Flüge hier. Die Flüge bringt. Das Gute bei dem ist, den kann ich auch einfach von oben in eine Gumpe reinheben und einfach so jiggen. Geil, geil, geil. Ja, das ist eine sehr komische Art zu fischen. Dann gleich der Duo nochmal dran. Aber ich glaube, das ist noch wie so mit Tippfischen. Ist es noch gut, wenn man es einfach so eben in eine Gumpe runterlässt und dann so ein bisschen züpfelt. Ja, ist sehr experimentell, habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Und bin tatsächlich erstaunt, dass es auch geklappt hat. Ups. Das ist die Hose. Ja. Oh, ein kleiner. Ja, ja. Der darf wieder gehen. Und dann wissen wir jetzt auch, was da drin ist. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Also, ich habe nur noch 11 Minuten auf dieser Speicherkarte und es luftet. Also, ja, ich hoffe, es ist nicht allzu kacke mit dem Ton. Noch geschwind zum Sagen, ich tue jetzt hier mit dem Zweier-Maps Fischer Einzelhaken in silbrig mit blauen Punkten. Vielleicht muss ich Musik noch drüber legen, weil es luftet. Ja, mal gucken. So, jetzt sind wir hier an einem bisschen ruhigeren Abschnitt. Jetzt muss ich auch wieder aufpassen mit Laufen, sonst gehören mit Fisch.
Also 26 müssen dort Forellen sein. Also meine Theorie hier ist, dass die Forellen hier schon jede Art an Maps gesehen haben. Und vielleicht... Wow. Gesundheit, danke. Eben, dass die ja schon alles Mögliche an Maps gesehen haben und vielleicht einfach nicht mehr beißen. Dort reinschmeißen wäre halt schön, wo das Bächlein reinkommt. Ja. Lassen wir gelten. Also, ich habe jetzt nur noch 1 Minute, die ich hier auf dieser Speicherkarte filmen kann. Und ich sehe hier leider frische Fußspuren. Deswegen nehme ich nicht an, dass da noch einer beißen wird. Also packe ich meine Sachen und gehe noch an den letzten Spot, wo ich dann auch zu Mittag esse. Egal, ob ich dort etwas fange oder nicht, weil ja, Nudeln habe ich ja. Also bis gleich, tschüss. So, der letzte Ort, wo wir heute hergehen, ist der See hier unten. Tiefblau. Ich habe glaube noch nie so blau. Oh, schau mal, Ente da unten. Der Spot hier wird so, wenn ein Bänkchen noch, eine kleine Feuerstelle, brauche ich aber nicht, weil ich habe ja meinen eigenen Kocher. Dann dort noch einen schönen Wasserfall, wo man vielleicht herwerfen kann. An diesem See habe ich noch nie etwas gefangen. Ich war letztes Jahr einmal vorletztes Jahr mit meinem Bruder da gewesen. Dort haben wir beide nichts gehabt. Aber das heisst noch nichts. Sehr hübsch hier. Ja, auf jeden Fall, ich tue mir jetzt einrichten, tue mal das Wasser kochen, weil eben, ich sage, es ist nicht garantiert, dass ich jetzt da etwas fange. Ja, ich freue mich auf meine Nudeln. Also, tschüss. Dann haben wir hier Brot. Haben wir gar nicht, da haben wir Brot. Kocher. Aufsatz. In. Und Wasser brauchen wir natürlich. Die sind nicht einmal so übel, da die Soba-Wok-Nudeln. Diese. Es fokussiert die Augen. Es fokussiert immer die Augen. Man muss die Augen verdecken oder so zeigen. Dann fokussiert es der Becher. Also ich hätte jetzt zwar Lust zum schon runter zu fischen, aber naja, wenn es dann umgeht und da anfängt zu brennen, dann ist es nicht so gut. Und es geht recht schnell. Ja, das packt. Und die Nandudelkäppli sind tatsächlich alle schon weg. Ich weiß noch nicht, wenn ich neue bestelle und wo ich bestelle und so, aber ja nicht. Pressiert auch nicht, finde ich. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, die müssen glaube 3 Minuten oder so. Ja, dann snacken wir die schnell und dann dort unten, glaube ich, fischen. Ich bin echt gespannt, wie da die Qualität ist. Ist halt sehr hell, merke ich gerade. Ups. Also ich denke, das wird eher eine kurze Session, weil ich habe auch nicht meine Seeroute dabei und nur der kleine Fäumer. Dort komme ich schon ans Wasser runter, aber ja, bockt halt gleich nicht so. Aber kurz werde ich es gleich noch probieren. Akku eben muss auch schauen mit der Kamera. Fokus. Fokus. Und zwar fange ich mit dem hier an, mit dem einen neuen Duo. Ja. Und her steht ohne. Oh shit. Fast umgeht. Wieso ist das so hell? Und zwar stehe ich dort oben auf den Stein.
Also gut, das sollte es gewesen sein für das heutige Video. Leider wieder nur ein Untermesser. Kein grosser Erfolg. Aber es war gleich schön gewesen, für mich zumindest. Ich hoffe für euch auch. Weil ja, eben, es ist endlich Sommer. Im letzten Video war ich am Frühjahr und bin auch wahrscheinlich wegen dem erkältet, weil es auch Schneeregen und alles hatte. Und jetzt ist halt wirklich Hochsommer diese Woche. Also richtig schön. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen, aber ich finde das traumhaft hier. Deswegen auch ja. Für mich ist es nicht so schlimm. Ich sage es oft, für das Video ist es halt ein bisschen blöd, weil eben dann kann ich halt keinen Fisch zeigen. Ja no. Wenn ihr einen grossen Fisch gesehen wollt, dann schaut halt nochmal das Riesenforelle-Video an. Dann danke ich euch nochmal fürs Zuschauen. Ich danke meinem anonymen Spender nochmal für den Gutschein. Wirklich herzlichen Dank. Ja. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Video. Und bis dahin, Petri Heil. Ciao, ciao.